Summer Celebrations, Anfangsjahr hat mich der Leo angefragt und gesagt, Tom, machst bitte Summer Celebration, am liebsten 4 Gottesdienste. Dann habe ich gesagt, gut, dann muss ich jemanden schauen, der die Heime auf meine Kühe schaut. Das habe ich gefunden. Shout out to my dad. Amen, ja, Amen. Leo, hast du irgendein Thema, wo ich darüber reden soll, wo du das Gefühl hast, wäre gut? Tom, kannst du machen, was du willst. Ich habe schon etwas auf dem Herz. Ich habe immer viel auf dem Herz. Nein, ich freue mich auf die heutige Message, weil ich glaube, die Message wird uns helfen. Ihr habt gesehen, ich habe eine schöne Illustration mitgebracht. Und zwar, wenn wir uns unterhalten, auf was für Säulen wir unser Leben bauen müssen, damit unser Leben aufblühen und in die Fülle kommen. Weil wir wollen das Leben ja auskosten. Und ich habe einen Vers mitgebracht aus Römer 14, wo der Paulus schreibt, Vers 17 und 18. Denn im Reich Gottes ist es nicht entscheidend, was man isst oder trinkt, sondern dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. Wenn du Christus so dienst, wirst du Gott Freude machen. Wirst du Gott Freude machen und die Anerkennung der Menschen gewinnen. Wer wird Gott Freude machen und die Anerkennung der Menschen gewinnen? Gibt es irgendwelche Leute da drinnen? Heb deine Hand auf. Wenn du deine Hand nicht aufgehebt hast, we get you safe tonight. In Jesus' name. Herr Jesus, verstehst du, es gibt nichts besser als Gott Freude zu bereiten. Und in dem, dass wir ihm Freude bereitet, müssen wir das Leben in dem Reich Gottes leben. Die Pharisäer sind eigentlich zu Jesus gekommen und gesagt, Jesus, sag uns, wo das Reich Gottes ist. Wo ist es? Und Jesus sagt eine interessante Antwort, Lukas 17, kannst du das nachlesen. Sagt er, hey, ihr müsst im Fall nicht links und rechts schauen. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Sogar in anderen Übersetzungen, es ist in euch drin. Was er eigentlich wollte sagen, ich bin der König vom Reich. Hast du gewusst, ohne einen König kein Königreich. Im Reich Gottes gibt es einen König. Amen. Sein Name ist Jeshua. Sein Name ist Jesus Christus, der gesalbte König der Juden. Er ist der König. Und wir sind seine Kinder. Wir können reinkommen in die Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir in das Reich Gottes kommen, unser Leben auf die 3 Säulen Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist bauen, wir fangen an mit dem Wort Gerechtigkeit, wo wir eigentlich das ganze Jahr darüber reden. Weil es ist etwas missverständlichste Wort, das du in der christlichen Welt findest. Gerechtigkeit in Christus hat nichts mit deiner Leistung zu tun. Der Paulus selber ist ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter, hat Christen verfolgt und hat das Aha-Erlebnis gehabt, wo Jesus ihm begegnet ist auf dem Weg nach Damaskus. Er war blind für 3 Tage und dann wird der Schleier von seinen Augen weggenommen und er fängt an zu verstehen. Ich bin der grösste von allen Sündern gewesen, aber Christus will mich durch seinen Tod am Kreuz, sein Blut sagt, gerecht ein Sohn für immer. Hey, das war ein riesen Affront in dem jüdischen Kontext. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Sadduzäer, hey, die haben über 600 Gesetze eingehalten. Und wollten mit ihrer Selbstgerechtigkeit Gott gefallen. Und der Paulus kommt und predigt als Jude eine Botschaft von Gerechtigkeit durch Glauben. Heisst nichts anderes, als ich tue mein Vertrauen nicht auf meine eigene Leistung setzen, sondern ich setze ganz auf das Werk von dem Jesus an dem Kreuz. Da hat keine Selbstgerechtigkeit Platz. Hey, ich gratuliere dir zu dem schönen, selbstgerechten Behavior in dem christlichen Leben. Aber ich kann dir sagen, es ist Gott ein Gräuel. Oh. Aber ich bin doch gut. Ich tue doch gute Sachen. Ich ermutige dich, Epheser 2 zu lesen. Epheser 2 heisst, we were all object of his wrath.
Wir sind alle Objekte gewesen vom Zorn von Gott. Aber seine überschwängliche Gnade und Barmherzigkeit hat uns gerecht gemacht. Er hat wollen uns als seine Kinder annehmen. Gerechtigkeit ist im Fall ein weißer Mantel, den du jeden Tag trägst. Wo du annimmst und wo du nicht kannst dafür arbeiten. Gerechtigkeit, im Römer 5,17, durch die Sünde des einen Menschen gerieten wir unter die Herrschaft des Todes, doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod siegen und leben. Wer will über Sünde und Tod siegen und leben? Gibt es jemanden da rein? Gibt es jemanden, der durch Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist das Leben leben will, das sich lohnt zu leben? Nicht überleben, sondern leben. Ich kann dir eins sagen. Es geht nur, wenn du von deinem selbstgerechten Thron oben absteigst und anfängst auf die Knie zu gehen und zu sagen, your blood, dein Blut hat mich gerecht gesprochen. Auch sind meine Sünden viel rot, scharlachrot, und jetzt hast du sie durch schneeweiß gemacht. Könnt ihr euch vorstellen, die Gerechtigkeit zu tragen wie einen Preis, den Gott für dich gebracht hat? All unser Dazutun ist nichts. Wir empfangen es und sind heilig und makellos vor ihm. Das ist das, was Kolosser 1 sagt. Ja, aber Dom, was sagst denn du? Dann kommt die Sünd-Perfekt-Frage. Machst du nie mehr Sünde? Bist du perfekt? Du hast das Gefühl, du machst das Reich Gottes gross, indem du sagst, wir sind alles Sünder. Nein, sind wir nicht. Wir sind alles Heilige. Du hast einfach noch nicht verstanden, was Gerechtigkeit bedeutet. Und weil du noch dich nicht zu einem Gefangenen von der Gerechtigkeit gemacht hast, hat dein Leben sich noch nicht verändert hin zur Heiligkeit. Es ist ganz einfach. Du probierst Sünde zu bekämpfen mit deinem eigenen Effort. Gratuliere, ich hoffe, es geht dir gut. Kehr um und nimm die Gerechtigkeit an. Jeden Morgen einfach, ich habe es schon 100-mal gesagt, am Bett runterknündeln. Oh, ich bin so weiss. Danke, Jesus. Halleluja. Es hat nichts mit mir zu tun. Danke, sehe ich aus wie du. Und danke, darf ich heute so leben, wie du bist. Hey, Sünde ist nicht einmal in meinen Gedanken. Ich stehe doch nicht am Morgen auf und denke, heute will ich nicht sündigen. Kann es sein, dass wir einmal das Ziel verfehlen? Kann es sein, dass wir einen Fehler machen? Kann es sein, dass wir etwas sagen, was wir nicht hätten sollen? Ja, sicher. Aber das macht dich noch lange nicht zu einem Sünder. Du bist immer noch ein Sohn und eine Tochter. Sobald es passiert, weil dein Schleier ja weggenommen worden ist. Du kannst es lesen, 2. Korinther 3,18. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen könnt. Und der Geist des Herrn wirkt in uns so, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Hat nichts mit dir zu tun. Sorry. I'm sorry. Das ist der Scandalous Grace. Das ist Skandal von der Gnade. Das ist effortless change. Das ist dann, wenn Jesus alle Ehre bekommt und du dich zu einem Gefangenen von der Gerechtigkeit machst und anfängt, dein Leben durch Gnade verändert werden hin zur Heiligkeit. Wenn ich meiner Frau harsch etwas laut werde, sie zusammenschießen, weißt du, was passiert? Heiliger Geist kommt sofort. Tom, du bist so viel mehr. Hey, und ich kann sofort umkehren und sagen, Vater, danke, habe ich dich in meinem Herz. Danke ist mein Gewissen gereinigt. Danke kann ich sagen, es tut mir leid, Davina, so hätte ich nicht reagieren sollen. Danke, Vater, schenkst mir Gnade, dass mein Leben verändert wird. Nie habe ich den Status von einem Sohn verloren. Bitte, früher, vor 15 Jahren, habe ich, wenn ich einen Fehler gemacht habe, auch gedacht, ich mache Gott einen Gefallen, wenn ich 2 Wochen als niedergeschlagener Christ umeinander laufe. Und ich sage dir, es war ihm ein Gräuel gewesen. Weil ich habe nicht gemerkt, dass ich mich selber noch gross mache. Komm, ich kasteie mich noch selber. Aber bitte, nimm doch das weiße Kleid jeden Morgen und leg es doch mit Freude an
und sehe, was dein Herz verändert wird hin zur Heiligkeit. Ja, aber darum heisst es, wir können machen, was wir wollen. Far be it from you, sagt der Paulus. Warum soll ich denn zurück in die Sünde gehen? Die Sünde bringt eine schnelle Freude, aber am Schluss den Tod. Versteht ihr? Sünde ist so ein Scheiß. Wirklich. Wenn du realisierst, dass Sünde eigentlich konträr zum Leben ist. Es macht vielleicht schnell Freude und im Langhang verrisst es das Herz und macht alles kaputt. Hey, liebe Freunde, Gerechtigkeit ist ein Power. Wenn du denkst, ja, du kannst ja machen, was du willst, hast du die Liebe noch nie erfahren von dem Jesus. Weil Gnade ohne Veränderung ist Perversion. Hey, wenn du in 5 Jahren noch der gleich bist und denkst, ich kann ja immer noch gleich leben, dann hast du die Liebe vom Vater noch nie erlebt. Du hast noch nie erlebt, was es heisst, wenn du nichts zu bringen hast und er trotzdem sagt, bist willkommen, ich liebe dich. So bin ich gewesen. Die Leute fragen Tom nach 20 Jahren Jesus nachfolgen und mich denkt, du wirst immer crazier. Aber es ist nicht mein Fehler. Weißt du warum? Ich sage es euch, warum das nicht mein Fehler ist. Als ich zu Jesus gekommen bin, ist alles falsch gewesen, was falsch sein kann mit einem Menschen. X Addictions, kaputt, nicht mehr leben. Und ich bin doch gläubig aufgewachsen. Ich hätte doch gewusst, wie man sich verhalten als ein Christ. Und überall war ein Kreuz gewesen. Und dann kommt der Schöpfer Gott an mein Herz und sagt, ich liebe dich, ich will dich, du bist mein Sohn. Es hat mich geflasht, liebe Freunde. Weißt du warum? Weil meine religiösen Traditionen mir gesagt haben, es ist nicht möglich. Aber es hat mein Herz transformiert. Hey, 20 Jahre und immer noch freier. Ich drehe durch. Liebe Freunde, und es ist nicht etwas, wo wir uns darauf einstellen. Versteht ihr? Es ist nicht etwas, wo wir uns etwas darauf einbilden. Es ist einzig und allein sein Werk. Wir tun uns nur positionieren und empfangen es wie ein Kind. Hey, dann kommt er alle rüber. Kolosser 2,7. Senk deine Wurzeln tief in Christus. Dann wird dein Leben, du wirst mehr und mehr erkennen, was er für dich da hat. Und dein Leben wird überfließen in Dankbarkeit. Und das ist das, was das Herz weit macht. Hey, liebe Freunde, Gerechtigkeit ist absolut essentiell. Bitte hör auf, selbstgerecht zu sein. Verstehst du? Wie oft habe ich mich entschuldigen bei Menschen, die nichts mit dem Glauben zu tun haben, für Leute, die sie begegnet sind, die sich Christen genannt haben. Mir ist es egal, was dein Resümee ist. Wenn du einmal dein Leben von dir gefordert wird und vor dem Vater aller Vaterschaft stehst, geht es nur um etwas. Das Blut von dem Lamm, das die Sünde von der Welt getragen hat. Ich rühme, Paulus hat gesagt, I boast nothing. Ich rühme mich nichts anderem als dem Kreuz von Christus, Galater 6. Genauso stehe ich heute da vor euch und sage, Tom, du hast wirklich super mal mit deiner Familie, alles läuft gut, schöne Kinder, alles super, der Hof läuft super. Das ist nicht mein Fehler. Wirklich nicht. Wenn du wüsstest, wie viele Böcke ich schon gemacht habe. Und der Vater überschwinglich und reich an Gnade alles zudeckt und kommt und mich mehr und mehr verändert. Hier ist das Ebenbild von Jesus. Er kommt alle Ehre über im Leben. Er kommt alle Ehre über. Aber wir haben es nicht gern. Wir wären selber noch gerne im Mittelpunkt und hätten selber gerne noch etwas zu bringen an den Tisch. Das Einzige, was du kannst bringen, ist dein Stolz und ihn anlegen vor das Kreuz und sagen, Christus, du bist Herr von meinem Leben. Der zweite Punkt, der Gerechtigkeit, wo einen Frieden bringt. Der Friede im Heiligen Geist. Jesus sagt, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, der die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Jesus macht ein bold Statement. Heute ist es ja modern, das Future-Trippen.
Oh, was passiert? Oh, es wird so schlimm. Was ist nächste Woche? Was ist morgen? Was ist in 2 Monaten? Wie sieht mein Job aus? Alles. Und man ist immer in der Zukunft. Oder man ist immer in der Vergangenheit. Scham, Anklage. Oh, das ist schlimm gewesen. Hoffentlich wird das nicht mal noch einmal zurückkommen. Vielleicht wird es sogar noch schlimmer, wenn alle wüssten, was ich da gemacht habe. Wir müssen lernen, dass heute Gnade ist für heute. Jesus sagt, der morgige Tag hat seine eigenen Sorgen. Aber heute ist der Tag der Rettung. Heute lege ich das weiße Kleid an. Heute, sagt Jesaja 26, Vers 3, du hältst den in perfekten Frieden, welcher seine Gedanken auf dich richtet, weil er dir vertraut. Also wenn du im Frieden kommen willst, dann musst du wegschauen von dir. Du musst ihn anschauen, weil er ist der König. Frieden hat nichts damit zu tun mit den Umständen jetzt. Das kann stürmen und kuten, wir sind alle im Leben. Wir alle haben Challenges und Herausforderungen. Wir alle haben Sachen, die wir gerne anders hätten. Beziehungen, die besser laufen würden. Krankheiten, die nicht da wären. Herausforderungen im Job, die besser wären. Wir alle zusammen, aber es geht nicht um einen Frieden in diesem Raum. Es geht um Frieden in diesem Raum. Im Herz. Ein Frieden, den nur Gott schenken kann, indem wir unsere Augen fix auf den Jesus haben. Weil einisch wird dein Leben fertig sein. Dein Leben wird einisch gefordert werden von dir. Römer 5 heisst es, jetzt habt ihr Frieden mit Gott durch das, was Christus für euch gemacht hat. Wenn du merkst, du hast mit Angst zu kämpfen, mit Panikattacken zu kämpfen, dann würde ich dich ermutigen, wenn solche Gefühle aufkommen in deinem Herz, probier schnell einen Schritt zurück zu machen. Vielleicht findest du irgendwo in der Ecke, wo du auf die Knie gehen kannst. Lies den Jesaja 26,3 laut vor. Du hältst den im perfekten Frieden, welcher seine Gedanken auf dich richtet, weil er dir vertraut. Jesus hat gesagt im Johannes 6,63, meine Worte sind Geist und sind Leben. Wir vertrauen nicht auf unsere Gefühle, sondern wir vertrauen auf das Wort. Weil das Wort ist Leben und Geist. Es verändert. Es ist kraftvoll. Dann hört nur. Ich kann gerade arbeiten. Verstehst du? Sie warten nur darauf, bis das Wort angenommen wird, dass sie dir helfen. Weil ich sage dir eins, der Teufel ist ein Lügner. Er ist der Vater der Lüge. In ihm ist keine Wahrheit. Mit dem Teufel wollen wir nichts zu tun haben. Er will, dass es dir schlecht geht. Er will, dass du das Gefühl hast, du bist nichts wert. Er will, dass du das Gefühl hast, alles läuft gegen dich. Und jetzt geht es darum, das zu realisieren und anfangen, aus dem rauszutreten und zu sagen, ich lebe nicht mehr für mich selber. Christus lebt in mir. Durch mich durch. Er ist König von meinem Leben. Ich baue mein Leben auf seine Gerechtigkeit. Hey, es geht im Fall nicht darum, dass alle deine Entchen in einer Reihe sind. Es geht im Fall darum, dass Christus gross wird. Es geht darum, in dieser heutigen Zeit, wo me, myself and I, geht es darum, dass wir Jesus als Vorbild nehmen und wegschauen von uns selber. Niemand hat grössere Liebe als der sein Leben niederlegt für einen Freund. Ist nicht populär, aber wenn du realisierst, dass das die wahre Freiheit ist, dann leist du dein Leben gerne an. Verstehst du? Weil im Frieden mit Gott zu haben und zu wissen, irgendwann wird mein Leben gefordert von mir. Ich hatte eine Story, bei letzte Woche in Amerika gewesen, durfte in die Ferien gehen mit der Family. Ist mein Grossvater eingeliefert worden ins Spital und mein Vater hat mir angerufen. Und mein Grossvater ist nahe meinem Herz. Er ist 88, hat den Hof aufgebaut, den ich weiterführen darf. Und mein Vater ruft an und sagt, du, der Daddy ist im Spital und wir wissen nicht, ob er die Nacht übersteht. Und du bist dort und du fühlst dich ja hilflos, weil du würdest ihn ja gerne noch einmal sehen. Und ich habe gebetet und ich habe den Eindruck gehabt, ich sollte meiner Großmutter anrufen. Ich habe meiner Großmami angerufen und habe sie getröstet, habe gefragt, wie es ihr geht. Sie sagt, mir geht es sehr gut. Weisst du, der Oberarzt hat angerufen.
Er hat gesagt, Frau Hab, es tut mir leid, ich weiss nicht, ob ihr Mann noch mal heimkommt. Aber ich kann sie trösten. Ich habe in seine Augen geschaut. Der Mann hat Frieden geschlossen. Er ist bereit zum Sterben. Hey, liebe Freunde, das ist eine gute Botschaft. Hey, das ist eine wunderbare Botschaft, wenn du dein Leben lang auf das bauen hast und du parat bist, wenn dein Leben gefordert wird von dir. Irgendwann ist es so weit. Und dann, wenn wir ready sind, dann, wenn wir auf das Fundament gebaut haben, nicht auf unsere selbstgerechten Leistungen. Versteht ihr? Am 18. Dezember haben wir Familienessen gehabt, Weihnachtsessen. Mein Grossvater ist gerade aus dem Spital gekommen, dort konnte an diesem Essen teilnehmen. Hey, 19 Urgrosskinder. 75 Leute haben wir ein Weihnachtsessen gehabt. Und dann sagt meine Tante zu meinem Grossvater, Daddy, würdest du noch beten? Und er ist aufgestanden, er kommt gerade vom Spital heim. Und er fängt an und sagt, danke Jesus, dass ich das noch erleben darf. Und er kann nicht mehr weiterreden, er fängt an zu brüllen. Und mir sind Tränen runtergelaufen, ich bin raus. Und ich habe mir gesagt, was für ein Erbe. Wir folgen Jesus nach. Wir bauen unser Leben da drauf. Und irgendwann werden wir unser Leben freudig anlegen, weil wir parat sind. Hey, die Augen zumachen, wieder auf. Danke, Vater, in aller Herr. Verstehst du, das Lamm werden wir einmal sehen. Das ist das, was mich antreibt. Hey, Freunde, eines Tages werden wir das Lamm sehen. Das Lamm, das die Sünde von der Welt weggetragen hat. In die feurigen Augen der Liebe und werden all unsere Herausforderungen wegschmelzen. Deine Fragen werden wegschmelzen und er wird all deine Tränen abwischen. Wir werden das Lamm sehen. Jesus, wir lieben dich. Wir werden dich sehen. Verstehst du? Du denkst, das ist ja crazy. Wie kann das sein? Glaubst du das wirklich? Du wirst es sehen, es ist wahr. Irgendwann ist das Leben von uns gefordert. Und da wollen wir unser Fundament bauen auf diese 3 Säulen, damit wir den Frieden jetzt schon auf dieser Erde erleben können. Es gibt nichts Schöneres am Abend, als im Frieden einzuschlafen. Und weißt du warum? Weil dein Gewissen rein ist. Nichts mehr versteckt. Kann nichts mehr im Keller. Es ist alles offen. Meine Frau, alles offen. Ist alles immer super? Nein, aber es ist alles offen. Es wird nichts versteckt. Man lebt authentisch. Hey, ist im Fall genial. Hey, ist im Fall so frei. Hey, dann kommen wir dann zum Letzten. Dann kommt Freude. Liebe Freunde, ich sehe so viele Gesichter, die einen Schuss Freude verleiden könnten. Wenn ihr wüsstet, was ihr alles habt in der Schweiz, ihr würdet jubilieren. Jubilieren und Gott jeden Tag Danke sagen. Wie willst du in die Freude kommen, wenn du liest aus dem Psalm? Ich glaube, es ist 36. Richtig, 36, Vers 8 bis 10. Wie kostbar ist deine Güte, o Gott. Bei dir finden Menschen Schutz und Sicherheit. Aus dem Reichtum deines Hauses schenkst du ihnen mehr als genug. Mit Freude und Glück überschüttest du sie, denn du bist die Quelle allen Lebens. Strömt aus dir. In deinem Licht sehen wir das wahre Licht. Liebe Freunde, Gott will uns mit einer überschwänglichen Freude beschenken. Ihr müsst wissen, das ist im Fall eine sehr gute Botschaft. Weil die Engel haben an den Hirten gesagt, I bring you good news of glad tidings of great joy to the world. Ich bringe euch die beste Botschaft. Da kommt einer, der nimmt die Sünde von der Welt weg. Hebräer 1,9 heisst, Gott hat Jesus gesalbt mit dem Öl von der Freude über allen Menschen. Ich kann dir sagen, Jesus ist der glücklichste Mensch auf der Erde gewesen. Ich glaube, wir sollten ihm nachfolgen. Verstehst du? Wir sollten uns freuen an diesem Werk. Der Grund, warum du dich zu wenig freust, ist, weil du noch nicht realisiert hast, was er wirklich gemacht hat. Hey, wenn du wüsstest, dass alles gezahlt ist und du für immer ein Sohn und eine Tochter, niemand kann dir das wegnehmen, keiner kann dich mehr irgendwo mit anziehen, du gehörst für ihn für immer und wenn morgen dein Leben gefordert wird, gibst du es gern. Hey, wir müssen uns die Gedanken machen.
Was, wenn morgen ein Kind oder von mir oder 2 Kinder irgendwann mit einem Autounfall haben und sterben? Das sind die Gedanken, die ich mir mache. Kann ich Christus gleich nachfolgen? Oder bin ich mein eigener König? Oh Gott, was meinst du, was der Paulus gedacht hat? Jetzt bringe ich das Evangelium. Shipwrecked, stoned. 39 Peitschenhieb, das Fleisch fast vom Rücken gerissen. Hey, I'm preaching the gospel here. How about a little protection? Nein, wir müssen uns das schon vor Augen halten. Wie wär's, Gott, würdest du mich noch ein bisschen beschützen? Ich hatte in Dallas das Privileg gehabt, mit einem Iraner zu reden, der viele noch Freunde hat in der iranischen Kirche. Das ist im Fall die schnellst wachsende Kirche auf der Welt, im Iran. Weißt du warum? Not playing games. Wenn du dein Leben Jesus gibst, kann es sein, dass dein Leben gefordert wird. Oh, das ist nicht unbedingt das, was wir in unserer westlichen Welt hören wollen. Weil wir wollen doch Jesus gerne in unser Leben einflechten, dass es für uns passt. Und wir nehmen ihn vor, wenn wir ihn brauchen. Und wenn wir ihn nicht brauchen, leben wir unser eigenes Leben. Sorry, darum bist du so miserable. I'm dead serious. Die glücklichsten Menschen, die ich getroffen habe auf der Erde, sind die sold out waren für Jesus. Ich will auch so jemand sein. Ich will Christus nachfolgen. Ich will nicht selbstgerecht sein. Ich will mein Leben auf die Säule bauen. Wahre Freude, wahre Frieden, wahre Gerechtigkeit erleben. Und es muss empfangen werden. Das Einzige, was es braucht, ist, dass du deinen Stolz ableist und von deinem Trönchen oben runterkommst. Und sagst, du kannst alles haben. Liebe Freunde, Psalm 16, Vers 11 heißt es, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Aus seiner Hand empfangen wir unendliches Glück. Diese Message ist ein Weckruf für unsere Herzen. Entweder du willst selber weiter bekücheln und du kommst nicht vorwärts, oder du fängst an zu kapitulieren und sagst, Jesus, du kannst alles haben. Ja, das ist einfach herrlich. Weißt du warum? Er gibt dir gerne deine Wünsche von deinem Herz. Er ist so ein guter Vater. Er weiß, was du brauchst. Und ich will dich einfach so ermutigen. Ich will dich ermutigen, überschlag Kosten. Niemand fängt das Haus an zu bauen, bevor er nicht seine Kosten überschlagen hat, ob er es auch wirklich fertig bauen kann. Und verstehst du, in der heutigen Generation, es gibt nur noch eins, und das ist All-In. Die Leute sind disturbed ab dem olympischen Drag Queen Last Supper. Freunde, was habt ihr denn das Gefühl? The devil is a liar. Der Teufel ist da und er will Gott blasphemisch machen. Aber wir müssen doch nicht unsere Identität verlieren. Wir sind weiter Licht und Salz. Hey, weißt du, dass Jesus auch für die Menschen, die an dem Tisch gehockt sind, gestorben ist? Es kommt mir ein bisschen vor, als Matthäus 24. Es ist alles aufgeschrieben. Übrigens, ich habe das Ende von diesem Buch gelesen. Wir gönnen. Halleluja! Hey! Es ist doch okay, wenn wir uns jetzt vielleicht aufregen und sagen, oh, schau mal, jetzt haben die in einem christlichen Land so einen blasphemischen Akt gemacht. Ja klar, die Dämonen können ja nichts anderes. Aber wir stehen dem Höheren entgegen. Unser Gott lässt sich nicht auslachen. Unser Gott liebt die Menschen und will sie rufen in die Freiheit. Weil der Teufel ist ein Lügner. Und wir bleiben doch standfest in der Wahrheit und tragen das Licht raus. Verstehst du, wie die Menschen verloren sind in ihrem Herz? Weil sie nicht realisiert haben, wie fest es einen Gott gibt, der sie gemeint hat und hat wollen. Weil wenn du das Ja vom Vater einmal erlebt hast,
verändert alles. Und für das möchte ich heute Abend beten. Eigentlich ist ja Zeit vorbei zum Spiele spielen. Ich will dich einfach challengen. Wenn du heute da bist und es hat dich herausgefordert, weil du merkst, du bist noch dein eigener König. Hey, und du kannst auch schon mit Jesus unterwegs sein und merken, du hast noch an verschiedenen Orten, bist du noch dein eigener König in deinem Leben. Es gibt heute keine Anklage und keine Scham und keine Verurteilung. Aber heute ist der Tag der Rettung. Heute kehren wir um. Heute machen wir ihn unseren König. Vielleicht hat es dich angesprochen und du merkst, ja, ich will publicly ein Statement machen. Dann wollen wir mit dir beten. Und ich will dich herausfordern, wenn du da rein bist, mir ist egal, ob du da oben bist oder da vorne, stand auf, wir beten zusammen und komm vorne. Stand auf, komm vorne da auf die Seite, da in der Mitte, knündel runter. Ein öffentliches Zeichen. Es ist egal, was der links oder rechts denkt. Mir ist es egal. It's serious business between you and God. Verstehst du? Es ist Business mit unserem Herzen. Wir alle haben immer wieder auf den Thron gumpen. Aber heute ist der Tag der Umkehr. Heute kehren wir um. Und Gott geht an niemandem vorbei. Es ist egal, wenn es keinen Platz hat, können einfach auf die Seite. Es geht um einen Akt. Es geht darum, dass du und dein Gott Business macht. Ich will da einfach noch schnell Zeit geben zum Vorkommen. Ich glaube, Gott wird etwas tun. Weil, wisst ihr was? Nachher mit dem weißen Kleid heim, im Frieden und in der Freude, keine Anklage, keine Scham mehr. Du kannst nicht mehr zurückgehen. Der Teufel hat kein Anrecht mehr. Hey, der religiöse Geist hat kein Anrecht mehr. Der Paulus hat gesagt, als die Juden im Apostelgeschichte 2,38 gemerkt haben, Scheisse, wir haben den Sohn Gottes getötet. Was können wir machen? Er hat gesagt, kehrt um, lasst euch taufen und ihr werdet Gabe vom Heiligen Geist empfangen. Gerechtigkeit soll auf euer Leben kommen. Liebe Freunde, auch auf mein Leben. Mach deine Augen zu, mach dein Herz auf. Heiliger Geist, du bist einfach ein Freund. Und wir wollen sagen, es tut uns leid, wo wir in unserem Leben noch unser eigener Gott waren an so vielen Orten. Aber heute, wenn wir nochmal einfach eine Public Declaration machen und sagen, bist unser König Jesus. Bist König in unserem Leben, in allen Bereichen. Vielleicht weisst du in ein paar Bereichen gar noch nicht, wie du anstellen sollst. Dann bitte ich dich um Gnade, Heiliger Geist. Dass du weisst, wo du anfangen kannst. Dass du weisst, wo du anfangen kannst. Ich will dir zusprechen, dir ist vergeben. Jeder, der die Gerechtigkeit annimmt, wird freigesprochen von jeder Schuld. Jedes Anrecht von Depression und Ablehnung und Scham binden wir im Namen von Jesus Christus und sprechen Leben aus in Jesus' Name. Jeder Lügengeist im Namen von Jesus Christus, ich binde dich und ich sage, du musst gehen. Zurück in die Hölle, wo du herkommst, in Jesus' Name. Jeder religiöse Geist, sagen wir, du bist nicht mehr willkommen in unserem Leben. Wir wollen nichts mehr zu tun haben mit dir. Wir wollen nichts mit Religion zu tun haben. Wir wollen mit dem Leben zu tun haben. Und das Leben ist einzig und allein bei Jesus. You are the God of miracles. You are the God of miracles. Ich glaube, dass du Durchbruch erlebst in dem Moment, jetzt da. Der Geist Gottes ist da. Heiliger Geist, danke für all die Leben. Ich habe Leute gesehen heute mit so reinen Herzen da rein. Und der Teufel spielt dich wie einen Ball. Weil dein Herz und dein Gewissen rein ist. So sage ich dir, geh mit der Freude heute. Wenn die Gedanken kommen, weise sie direkt an das Kreuz. Ich gehöre nicht mehr mir selber. Ich bin erkauft worden, teuer mit einem Blut. Mein Retter hat sein Leben gegeben. Und jetzt gebe ich meins.
Und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Bleiben wir in dieser Haltung, bet in Gott an. Bet in Gott an. Danke, Jesus. Ora babasika rabando. Kerianda rabashota rabasiki andorobo. Danke, Jesus. Still believe
mich dir hin, Jesus. Ich gebe mich dir hin, Jesus. Es geht sicher nicht zurück. Ich gebe mich dir hin, Jesus. Ich weiss nicht, ob du realisierst, aber Jesus ist da. Ich will euch im Fall einfach von Herzen Danke sagen. Gott wirkt überall dort, wo offene Herzen sind. Und ich will euch einfach gratulieren. Es gibt nichts Besseres, als euer Herz weich zu behalten vor dem Gott. Dass wir eigentlich alle zusammen am Ende von unserem Leben zurückschauen können und sagen, es war wahr gewesen. Er lebt. Und das geht's. Dass wenn der Arzt in unsere Augen schaut, er ist parat. Das ist, verstehst du, das ist der Schlüssel. Im Jetzt zu leben und das Leben so richtig auskosten. Aber im Wissen, wir gehen an einen besseren Ort. Das ist doch genial. Jetzt schon genial und nachher noch genialer. Ich will euch einfach segnen und will mich bedanken für eure offenen Herzen. Dass ihr Sonntag für Sonntag hierher kommt und euer Herz dem Gott verschenkt. Er hat eure reinen Herzen gesehen. Und er hat geantwortet. Und er wird weiter antworten. Und so will ich einfach noch einmal Jesus Danke sagen. Jesus, danke, dass du nicht an uns vorbeigehst. Danke, dass du uns liebst. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist und dass du mit uns weiterkommst. Es ist nicht eine einmalige Erfahrung, sondern es ist eine tägliche Erfahrung. Deine Gegenwart wird morgen genau gleich mit uns sein, in unserem Zuhause, wie heute an diesem Abend. Ich segne euch mit dem von ganzem Herzen. Danke, Jesus. Amen. Wir glauben wirklich, dass Jesus auch zu dir redet, auch gerade durch die Message. Nimm dir Zeit, das wirklich in deinem Leben jetzt zu etablieren. Und auch vielleicht braucht es amix so ein paar Wochen, wo du daran kommst, ein paar Tage. Und dann nimm dir Zeit in der nächsten Woche, schreib Sachen auf und verinnerliche das, wie Jesus redet wirklich in dein Leben. Er hat etwas vor. Yes, und wenn du mehr Informationen willst, dann darfst du unbedingt unserem Telegram-Channel folgen. Er wird da unten eingeblendet für dich jetzt. Du kannst einfach mal drin hineinschauen, was so für Angebote noch vor Ort auch stattfindet. Dort wollen wir dich nämlich ganz herzlich einladen, dass du uns auch vor Ort darfst besuchen kannst. Komm unbedingt mal vorbei. Unter anderem gibt es auch Sunday Night Extended, wo am 5 Uhr schon im City Room stattfindet, wo wir ganz praktisch in kleinen Gruppen teilweise die Sachen zusammen anschauen, Bible Studies machen etc. Hey, wir freuen uns, wenn du vorbeikommst. Ja, und jetzt segnen wir dich, dass Jesus dich führt und dass Jesus das, was er angefangen hat in deinem Leben, so richtig durchzieht und zum Ausbruch bringt. Amen. Amen.